Hallo, ich bin Alexandra und ich bin 33. Ich bin Mardo und bin 24. Ich bin Brenda und ich bin 23. Ja, Rassismus, es kommt ja darauf an, wie man ihn definiert. Aber ich finde, es fängt ja schon bei niederschwelligen Sachen an, oder dass man eben immer davon ausgeht, wenn hier jemand einen Namen auf Itch hat, dann kann er nicht Schweizer sein. Dass sie dich einfach kategorisch als Ausländer einordnen, Witze, die dich machen und deine Herkunft, die du selber gar nicht so kennst. Weil ich bin in der Schweiz geboren, also ich war in der Ferien einmal in Serbien und sonst nicht. Es hat natürlich auch negative Beispiele gegeben, so wie es halt ist als Ausländer in der Schweiz. Einmal war ich daheim und wir wohnen in einem Block. Dann habe ich Hilfe schreien gehört. Ich so Hilfe, Hilfe. Aus Instinkt bin ich einfach sofort runtergelaufen und dachte, Scheiße, weißt du, was ist dann passiert? Mir war es so, dass ich dann einfach vom Laden bin gestanden, mit meinem Kollegen Rebus getrunken habe, mit etwa 14. Und dann sind 3 Polizisten gekommen, haben Ausweis, Kontrolle über wir rufen eure Eltern, also deine Eltern an. Bin ich so rufen, dann macht so eine alte Frau auf. So, weißt du, vielleicht hast du sie umgekehrt, ihr habt Hilfe gerufen, braucht ihr Hilfe? Nein, ich brauche ja gar keine Hilfe. Okay, dann so, aber ich habe Hilfe schreien gehört. Das war meine Schwester. Was ist denn mit eurer Schwester passiert? Sie ist darum im Rollstuhl. Sie hat gestritten, aber es hat ein bisschen schlimm getan. Das hat sie da abgeschlagen. Dann so, das ist für mich wie häusliche Gewalt. Dann sie so, es geht gar nicht, dass ihr so etwas sagt. Dann so, ja, ich muss vielleicht die Polizei anrufen, weil ich Angst habe. Vor allem bei meinem Vater ist es wirklich so in den elitären Kreisen, die uns halt so ausdrücken. Man checkt es schon, aber es ist nicht offensichtlich. Es ist nicht so, hey, ich mache keine rassistische Äußerung, sondern ich tue die rassistische Äußerung schön verpacken und dann noch ein paar schöne Wörter drin, noch ein bisschen Sarkasmus und dann schieße ich es dir an. Das sind so ein bisschen negative Erfahrungen. Manchmal schon sehr deftige Witze aus, im Stil von «Siehst du den Container dort, sieht aus wie dein Zuhause», also so Sachen. Also so, weißt du was, ich gehe jetzt sofort hier weg von so einer, nein, ich möchte die Polizei anrufen. Weil ich habe Angst bekommen, also auch vor allem um mich ist schwor. Dann sie so, nein, ich könnte doch mal die Polizei anrufen. Ihr am Sonntagmorgen mit eurem Fladenbrot, das ihr da klopft. Dann hat sie gesagt, das ist so ein heißes Urwaldvolk. Und ich bin dort so durchgestanden und nur helfen, aber ich so, ja, lass den Fall sein. Mein Pöstler hat sich immer beschwert und hat gefunden, Müller-Meyer wäre einfacher als Dravkovic. Gleichzeitig war er total froh über meinen Namen, weil er hat einfach alle Namen, die auf «itch» enden. Das ist dann bei mir im Briefkasten gelandet. Ich habe einen Schalter gefunden, Leute, ich kann nicht alles bekommen. Es ist nicht so, dass wir uns jedes Wochenende in Lissach in Palma treffen und unsere Post austeilen. So funktioniert das einfach nicht. Eben einmal ist es wieder passiert und dann ist die Polizei gekommen und sie bei mir natürlich geläutet und dann so, ja, schnell Hunger, oder? Und dann so, ja, jetzt möchte ich euch mal fragen, was ist da los? Euer Freund schlägt nach ab. Und dann so, was? Ich so, nein, es geht nicht um mich, es geht um die Nachbarin und so. Also, weißt, ich habe nur angerufen für sie. Und dann so, ja, dann meine ID, also all meine Details und so aufgenommen ist, während die Unge auch abgeschlagen wird, hat er sich um mich gekümmert. Wo irgendwie mit meiner Schwester in die Ferien bin, auf Goma, weil wir so Bilder gesehen haben am See, hure schön. Aber da war natürlich der Flüchtlingsansturm und wir haben das nicht gecheckt. Dann sind wir in Goma gesehen, der Bahnhof voller Flüchtlinge. Und dort versuche ich wirklich tagtäglich ein paar Leute ein besseres Leben in der Schweiz zu haben. Und nehmen natürlich den Zug. Das Schlimmste ist, wenn Leute so beleidigen so wegen dem Essen und so. Das sind auch die Ersten, die im Rest hocken, im indischen Restaurant ein Tal bestellen und dann so, was ist denn das für Gewürz? Ist das Kurkuma? Komm, fahr ab. Die Grenzwächter sind mehr darauf geschult, vor allem schwarz rauszunehmen. Und dann sind sie gekommen mit dem Hund. Und auch da haben sie den Hund so ein bisschen an uns angeführt. So, ja, da ist da etwas. Damit ihre Untersuchung so ein bisschen legit ist. Und dann habe ich meine Schwester wirklich keinen Fick gegeben. Weil ich auf dem breitsten Berndeutsch geredet wie 2 aus dem schönsten Emmental. So, ja, das machen wir. Und ja, grüß miteinander. Und dann haben sie es nachher weil sie gemerkt haben, hey, vielleicht sind sie auch ein bisschen ertappt worden in einem Denkmuster. Ich habe am Schwingfest gearbeitet. Ich bin jung, als Geld brauche. Ich habe Bar gearbeitet und dort ist echt so, ja, 99% Schweizer. Dann kommt so einer, schaut mich so schräg an, so ein bisschen vor der Seite. Entschuldigung, die sind doch bekannt. Nein, also er so, hey, ich weiss nicht, er verwechselt mich. Seid ihr nicht Munchenga Kambuchi? Du bist irgendwie so der Fleck auf dieser perfekten Florvilla-Welt, auf dieser Karte, ich weiß auch nicht. Weißt, am liebsten hätten sie dich immer gefragt, ja, bist du Muslimin, oder? Und dann habe ich manchmal auch schon erlebt, wenn du sagst, nein, ist schon fast schon eine Erleichterung. Das finde ich, das ist nichts schlimm daran, oder? Also seid ihr nicht 10? Also, nein, also ich habe sie dann noch nicht kennengelernt. Dann so, mal, bist du doch das Braune, das für die Schweiz geht, säckeln. Es ist schon etwas, was lustig ist, das Ganze wegen Übertreiben. Es sind Leute, die kommen, auch Kollegen. Ach,
tu nicht so, ist nicht so schlimm gewesen. Oder nein, es ist sicher nicht wegen deiner Hautfarbe, ist es kontrolliert. Oder schade, dass du den Job nicht bekommen, aber es liegt sicher nicht an deiner Herkunft. Und zum Teil muss ich sagen, mal, im Fall schon ziemlich. Wenn ich irgendwie an der Grenze einfach schon seit etwa 15 Jahren jedes Mal wieder kontrolliert, oder meine Schwester, die zum Beispiel in der Pflege arbeitet, ich jeden Tag 27 Mal muss sagen, ja, ich kann gut Deutsch, mal, ich bin auch schon seit Ewigkeiten hier und ich bin hier aufgewachsen. Dann hat es etwas mit der Hautfarbe zu tun. Und es ist nicht irgendwie etwas, was man nicht überspitzt sagen, sondern es ist echt ein Fakt. Ich war so geschockt, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Das gibt's doch nicht. Die Braune, die für die Schweiz geht, säckeln, ich so, nein, sorry, also da läuft's einfach. Ja, für uns ist es auch eine Realität. Wir sind dunkelhäutig. Aber für uns ist das etwas Gutes. Ein paar Leute sehen ein Problem damit. Und wenn eben jemand, der betroffen ist von Rassismus oder häuslicher Gewalt etc., hey, dann nimmt es ernst. Es gibt viele Leute, die dann sagen, nein, das wird dann schon. 4. Klasse. Ich hatte nie ein Problem mit Deutsch, aber gleich hat man mir dann so Sachen gesagt wie «Hey, Ausländer lernen Deutsch». Und ich habe gedacht, Michael, du kannst die 4 Fälle immer noch nicht, aber ich schon, aber ist gut. Ich bin die Deutsch lernen muss. Ja, wir haben auch mit Schweizer Kollegen mal unterhalten und dann hat eben jemand gemeint, hey, du hast schon verdammt schwer. Und dann dachte ich, ja, okay, ja, stimmt eigentlich, wieso, meinst du? Und es war eben so, dass er irgendwie auf Reise ist gegangen und er ist irgendwo in ein mega abgelegenes Dorf gekommen und dann sind alle gekommen und ihn gefragt, hey, wieso bist du so weiss? Wieso hast du so eine schmale Nase? Wieso hast du blaue Augen? So, hey, es läuft mit dir, bist krank, ist alles gut, du brauchst essen, wieso bist du so schlank? Iss mal etwas, Bub. Und dann hat er sich zum ersten Mal in seinem Leben mit so Fragen auseinandersetzen. Also es muss ja nicht immer im negativen Sinn sein, aber du hast schon immer gespürt, du gehörst nicht dazu. Das ist ganz klar. Es ist schwer, es ist nicht ein leichter Job, als Ausländer in der Schweiz zu sein. Etwas, was ich noch so vielen Leuten mitgeben will, oder vor allem viele junge Ausländer, ist, seid euch selber im Fall wirklich.